Ich freue mich, dass ich euch jetzt, bevor wir dann die Predigt hören, den René Winkler vorstellen darf. Du darfst gerne schon mal vorkommen. Zuerst, bevor ich dir noch ein paar Fragen stelle, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen können, kann ich euch schon sagen, wir haben mindestens 4 Gemeinsamkeiten, die ich herausgefunden habe. Okay. Du weißt auch noch nicht alle. Nein. Also eine Gemeinsamkeit ist, wir sind beide verheiratet. Nicht miteinander. Ja, aber nicht mit der gleichen Frau, ja, das stimmt. Ja. Die zweite Gemeinsamkeit, wir haben beide 3 erwachsene Kinder. Ja. Die dritte Gemeinsamkeit, die ist schon ein bisschen schwieriger zum Treffen. Wir sind beide der gleiche Jahrgang. Ich sage nicht, wie jung oder wie alt. Dann die vierte und auch sehr außergewöhnliche Gemeinsamkeit. Wir haben beide so mehr oder weniger unsere Laufbahn bei der Post angefangen. Stimmt. Ja, genau. Du als Betriebssekretär, ich als uniformierter Postbeamter, Briefträger. Also wir haben gewisse Gemeinsamkeiten. Der einzige kleine Unterschied ist, du bist ein bisschen grösser als ich. Was immer das ist. Ja. Aber bevor wir dich da auf uns loslassen, habe ich ein paar Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Du bist ja jetzt zurzeit zuständig für Weiterbildung am Theologischen Seminar St. Krishona. Du beschäftigst dich mit Themen wie Selbstführung, meine persönliche Lebensberufung finden. Was fasziniert dich an diesen Themen? Warum machst du das? Ja, das sind Themen, die halt das ganze Leben durch offenbar sehr entscheidend sind. Also du hast jetzt nur 2 genannt, aber so Themen, was bewährt sich denn wirklich, was heisst ein Leben, das auch für andere zum Sagen wird, das fängt mit dem an, dass ich selber mir Sachen dazu lernen, mit mir selber umzugehen, dass ich mit meiner Art nicht anderen schaden, sondern wirklich ein Gewinn bin, eine Orientierung geben. Es hat viel mit Persönlichkeitssachen zu tun. Ja. Danke. Ja, und du hast bist der Initiator, so wie ich sehe, oder meine zu wissen, von dem Podcast mit der Christiane Rösler zusammen, wo heisst «Vorwärtsleben». Den kann man immer wieder anschauen. Nur mal hören. Oder hören, ja. Also man kann Bilder anschauen. Ja gut, genau. Worum geht es denn dort drin und wieso lohnt sich das, zum dort mal reinzuhören? Also Christiane hat mich gefragt, das ist jetzt gut 2 Jahre, vielleicht 2,5 Jahre her, die hat die Idee gehabt, wir könnten irgendwie einen Podcast machen für die Leute, die so im Übergang sind, Ende 50, Ende Berufszeit, in die nachberufliche Zeit. Die ist selber im Deutschen, in einem Verband, so ein bisschen für die Generation zuständig. Hat sich ein bisschen anfreunden damit, dass sie jetzt auch 60 ist und hat das Gefühl gehabt, jetzt müssen wir etwas Gescheites machen daraus. So, und dann hat sie mich gefragt, ob wir das zusammen machen könnten. Ich habe keine Ahnung vom Podcast, ich habe noch nie so etwas gemacht. Dann habe ich gesagt, komm, wir probieren es. Und jetzt sind wir schon am Freitag ist gerade, glaube ich, die 29. Episode aufgeschaltet worden. Wir fragen Leute aus. Was machen ihr jetzt? Was ist euch wichtig? Was bewährt sich nicht? Wir reden über Wohnen, wir reden über Sex, also mit Gassers zum Beispiel, wir reden über Alleine sein, über Beziehungen, über Wert. Was verlieren wir jetzt, wenn wir aus dem Beruf rausgehen? Das ist eine rechte Veränderung und all die Veränderungen, das ist fast immer so in unserem Leben, so Sachen, die richtig einschneidend sind, die stellen neu die Frage nach der Identität und so. Also wir fragen eigentlich nur Leute aus, wir sagen nicht, wie es gemacht werden muss, schon gar nicht. Und das Ehrliche mit Leuten reden über das, was sie jetzt machen, was ihnen wichtig ist, was ihnen gelingt, was ihnen nicht gelingt, ist für uns zuerst einmal eine hohe Inspiration. Es sagt fast niemand nein, wenn wir sie nachfragen. Das ist ganz erstaunlich. Also Leute, die ich zum Teil überhaupt nicht kenne persönlich. Und wir finden, mit denen wollen wir jetzt mal reden und so. Also es ist eine grosse Offenheit, da ehrlich über das Leben zu reden. Das ist cool. Super. Das ist richtig cool, ja. Ich habe herausgefunden bei der Weltgesundheitsorganisation, dass sie Aussagen machen, jetzt müsst ihr gut zuhören, ab 75 ist man alt. Kommt drauf an, im Fußball bist du schon mit 30 irgendwie. Also gut, die schauen wahrscheinlich Fußball. Okay. Ist auch kein Deutscher, ja.
Dann sagen sie weiter, wenn man über 90 ist, ist man hochbetagt. Und was sie auch sagen, zwischen 60 und 74, was denken ihr, wie diese Leute benannt werden? Die werden nicht alt benannt, sondern ältere Menschen. Also, wir gehören in dem Fall schon zu denen, so viel kann ich verraten. Witzigerweise heisst Senior älter, aber das weiss ich nicht sein. Soll niemand Senior sein in unserem Alter. Ja. Jetzt, meine Frage dazu ist, eben so ein bisschen älter werden, zweite Lebenshälfte, das ist ja, betrifft ja nicht gerade unbedingt 20- oder 30-Jährige. Wieso denkst du, dass heute auch diese Generation gut zuhören? Die Jüngeren? Man steht die Weichen eigentlich in der Regel viel früher, bis man sieht, was es dann wirklich... Es hat mit Haltungen zu tun, wie man im Leben steht, wie man mit all dem umgeht, was ihm herausfordert, was ihm teilweise auch überfordert. Und ich glaube ganz stark, wir müssen zusammen, also Generationen zusammen lernen, in der Zeit, wo wir jetzt sind, gescheit zu leben. Also jetzt nicht nur gescheit im Sinne von, dass wir alles verstehen und so, das können wir sowieso nicht. Wir können das auch nicht einfach beherrschen, das Leben und all die Herausforderungen, die da sind, aber es liegt so ein unglaubliches Potenzial im Miteinander und voneinander lernen und sich nicht schade sein, Ältere von Jüngeren zu lernen und umgekehrt. Ich glaube, es muss miteinander passieren. Ja. Noch letzte Frage. Du warst 15 Jahre Pastor gewesen, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Du bist auch Leiter in Krishona. Einerseits hast du das Seminar geleitet, als international hast du als Direktor geleitet und das Seminar selber als Leiter. Nein, das hat auch dazugehört, ja. Auf jeden Fall viel Leitungsfunktionen, viel erlebt, du bist viel unter den Leuten. Wenn jetzt du so müsstest eine Situation rausnehmen, die so einfach sehr peinlich war in all diesen Lebenserfahrungen, was gibt es da? Ja, gut, jetzt, wenn ich zu lang studiere, kommt mir zu viel in den Sinn. Also es ist etwas, so mehr innerlich dann abgelaufen ist, jetzt nicht, wo die anderen nicht so aufgefallen bin. Ich bin als junger Pastor immer so mit viel Enthusiasmus und sehr, auf Kant so, oder halt Predikant so. Dann habe ich mal ein Gleichnis vom Weizen um Unkraut da probieren auszulegen. Bin eigentlich nicht so ganz sicher gewesen, ob ich es wirklich richtig verstanden habe. Und dann bin ich vorne da und dann sehe ich, dass mein Chef, also der Regionalleiter, in der Reihe hockt, unangemeldet. Dann ist in mir jede Sicherheit, also ich habe immer noch sicher reinschauen, das ist ja nicht so schwierig, aber innerlich ist ein Haufen Zusammenhalt an Sicherheit. Ich war so verunsichert gewesen, das ist mir innerlich mehr, also so richtig peinlich gewesen und das hat mir bei mir ausgelöst, hey, auf meinem Boden stehe ich eigentlich, was ist mein Halt, was macht mich eigentlich aus? Und das hat aber das Gute gehabt, es hat irgendwie einen Prozess in Gang gesetzt, wo ich mir eben tiefere Fragen gestellt habe und nicht nur das, was scheint, was äußerlich ist und so, das ist ja oft manchmal eine grössere, manchmal eine kleinere Differenz. Ja, das ist so ähnlich, aber innerlich war es mir wahnsinnig peinlich gewesen. Also so. Ja, Sorene, vielen Dank, dass du uns schon ein bisschen Einblick gegeben hast. Ich werde jetzt die Bühne ganz dir überlassen und freue mich auf deine Predigt. Danke vielmals. Schön, dass du da bist. Für die Einladung, ja. Oh ja, dann kann ich mein Ding abstellen. Da. Die zweite Lebenshälfte ist Neuland. Ich war noch nie der gewesen. Also, wenn man die kommt, übrigens, wenn die genau an? Die zweite Lebenshälfte, wenn man jetzt Statistiken, wenn man die Lebenserwartung nimmt von Frauen und Männern, dann ist es bei Männern irgendwie bei 42 und bei den Frauen etwa bei 44. Also man muss früher daran denken, als einem selber das Gefühl hat. In unserer Gesellschaft ist es ein bisschen so, gefühlsmässig ist es dann wohl Pensionierung, die einem irgendwie alt macht oder alt fühlen. Und ja, gut. Es ist Neuland, wir sind noch nie der gewesen, wir müssen vielleicht das so ein bisschen lernen, damit umzugehen. Jetzt werde ich euch eine kleine Aufgabe geben, jetzt ein bisschen auf euch innen zu hören. Ich habe mal gehört, vorletzt oder gelesen, von einer Neurologin, dass wir 80% von unseren Entscheidungen, die wir treffen,
unbewusst treffen. Also vielleicht 20% von den Entscheidungen, die treffen wir bewusst. Das heisst, ein Haufen Sachen in unserem Leben, in unserem Alltag, entscheiden wir schon, bevor wir daran denken. Jetzt probieren wir mal innerlich auf dich zu hören, so dein Kopfkino einzuschalten, wenn du diesen Begriff siehst. Was fällt dir jetzt, an was denkst du zuerst? Begriffe, Szenen, Situationen. So, und jetzt sagen Sie einander. Was ist noch jetzt, an was hat er jetzt gedacht? Also, das waren jetzt nur die ersten Reflexe und so. Jetzt ist das, was ihr daran gedacht habt, ist das da unter diesen Stichworten dabei? Und seid ihr ein bisschen mehr rechts oder links? Ich meine es nicht politisch. So, ich meine rechts. Also in unserer Gesellschaft ist es tatsächlich so. Das ist wie, wir haben so eine Jugendorientierung. Also wenn du 75 bist und die einen fragt, wie lange musst du noch arbeiten, dann ist das ein Kompliment. Leck mir, der ist schon so alt und man sieht es ihm gar nicht an. Also wenn du viel Jugend kannst ins Alter ziehen und ohne dass es richtig auffällt, dann bist du auf der Gewinnerseite, hast viel vom Leben. Und wenn dich aber das einer mit 55 schon fragt, dann ja gut, das hat ein bisschen eine andere Wirkung. Oder wir haben so Ausdrücke in der Sprache und sagen, wenn wir sagen, jetzt sieht er aber alt aus, dann hat er etwas probiert, was er nicht mehr kann. Also es ist so wie abwertend, Abschätzung und so. Also es wird einfach weniger cool, weniger sexy, das Alter als die Jugend. Das ist das, wo wir uns daran orientieren. Es ist noch gar nicht so lange in unserer Gesellschaft, dass wir das machen. Und ja, und wann wird man alt? Das haben wir gesagt, alt wird man dann, wenn man in der Vergangenheit mehr Freude hat als in der Zukunft. Und dann anfängt, hinter zu leben. Nochmal über das erzählt, was man schon hatte, was man alles geleistet hat. Nein, das erzählt man nicht, was man sich geleistet hat, aber dass man nur noch von dem lebt, was man mal war, was man mal geschafft hat, der Status, den man hatte, was man beruflich erreicht hat. Und über Kinder redet man dann, das ist nicht die Vergangenheit, das ist Gegenwart, aber der Stolz ist natürlich, ja, man hat ja nicht, also, so, Denkel und all das. Wenn Leute hinter sie leben, ist es unangenehm für die anderen. Sehr unangenehm. Weil nur noch das zählt, was schon war. Und das ist das, was uns manchmal zwischen den Generationen auch ein bisschen Mühe macht, wenn Junge eine Frage stellen, 10 Sekunden und dann 20 Minuten Antwort bekommen mit Geschichten, mit Alten. Das passt nicht. Das ist ja gar nicht hilfreich und manchmal macht man es dann darum auch nicht. Man muss eigentlich mit allem rechnen. Auch mit dem Guten. Und die Sachen, die ich jetzt sage, ich habe übrigens da vorhin ein bisschen rumgeschneugt, was ihr da so in der Auslage habt. Ich rede eigentlich über eure Vision. Ich hoffe, ihr seid euch sehr bewusst und ihr habt die richtige Intus und Konkretion von dem, was ihr da formuliert habt, was ihr hier als FEG in der Region, in der Stadt hier wollt sein. Ich greife 2 Bibelverse, nehme die ein bisschen aus dem Zusammenhang, aber ich habe schon überlegt, in welchem Zusammenhang das sie sind. Wo ich den Eindruck habe, die sind jetzt sehr wichtig, auch in dem Zusammenhang, wo wir jetzt darüber reden.
Der Paulus redet von sich selber im 2. Korinther 4. Der Korinther hatte ja so ein bisschen ein Seil ziehen gehabt, die ihn nicht mehr akzeptieren als Apostel. Und hat aber auch erstaunlich sehr persönliche Sachen geschrieben. Wie es ihnen geht, wie sie mit dem umgehen, was sie beschäftigt, was sie herausfordert, was sie überfordert. Im 4. Kapitel vom 2. Korintherbrief führt er das so ein bisschen aus. Manchmal sind wir ratlos, sagt er. Manchmal sind wir wirklich verzweifelt, wissen nicht weiter. Manchmal kommen wir richtig unter die Räder. Hat ja zwischen mal richtig aufs Dach bekommen, ist gesteinigt worden. Also er hat einen hohen Preis gezahlt für das, was er gemacht hat. Und dann sagt er, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Also es gibt Sachen, wo wir drinnen stehen, die uns richtig herausfordern, die uns richtiges Gädern gehen, die ein richtiges Leben gehen und uns Kräfte kosten, emotionale Kräfte, körperliche Kräfte. Und irgendwann sieht man es ja auch, das wird nicht einfach mehr. Ich merke auch langsam, dass so die Haut von meiner Seele ein bisschen dünner wird. Das ist vielleicht auch etwas, was mit der Zeit man dann merkt, dass in der Nacht halt mehr so Zeug, wo man denkt, die durch den Tag war und so. Wir werden nicht müde, wir ermatten nicht, also wir verlieren nicht den Fuß, wir sind noch mit Kraft stehen wir im Leben. Äußerlich sieht man Zeichen von unserem Leben. Wird man älter, ich habe jetzt nicht geschaut, wie alt der Paulus da war, aber es hinterlässt seine Spuren, selbstverständlich. Aber innerlich von Tag zu Tag erneuert. Voraus, im Vers vorher steht, das passiert, was sie erleben, auch die schwierigen und die schönen Sachen, auch, dass immer mehr Leute etwas von der Gnade von Gott, dass sich Gott uns zuwendet, sehen und sehen, wie Gott mit Menschen umgeht, auch in ganz schwierigen und ganz herausfordernden Situationen und anfangen, Gott zu danken, dass er sich Menschen zuwendet und dass sich das so in meinem Leben auswirkt. Also der Dank und die Anbetung, der Lobpreis an Gott, das soll sich vermehren. Und dann ist hier kein Befehl übrigens, aber ein Beispiel, das mich anzieht. Von Tag zu Tag erneuert. Nicht gezeichnet von den Ermüdungserscheinungen. Also das ist gar nicht, ich habe gedacht, es kommt nicht so früh bei mir. Dass man plötzlich so das fromme Gerät ein bisschen einem auf den Wecker geht. Manchmal ist es auch, dass wenn Junge grosse Töne spucken und irgendwie die Welt verändern und so. Das ist eigentlich etwas total Tolles. Und dann musst du aufpassen innerlich, dass du nicht denkst, ja, die kommen ja auch noch, die wissen ja auch noch, das ist ein Herwärts, was denn, also, so im Sinn von mir wissen, wie es geht. Und man so den Glauben quasi eingesperrt hat in die Erfahrungen, die man bisher gemacht hat und denkt, was man erwarten von Gott im Leben, das wissen wir Eltern, oder? So. Wir lassen uns nicht mehr so aufscheuchen von irgendeinen Erwartungen und so. Das ist ganz derb. Wenn wir plötzlich unsere Erwartungen an Gott in unseren Erfahrungshorizont einspielen. Aber es ist eine Gefährdung vom Älterwerden. Von innerlich, von Tag zu Tag erneuert. Eine innere Frische. Ich vermute, ihr kennt, also wohl die meisten kennen irgendwelche ältere Leute, die lebendig sind, ob schon sie sehr viele Falten haben, vielleicht krumm daherkommen oder sogar mit dem Rollator oder im Bett liegen. Also Leute, wo man merkt, da ist so viel Leben drin. Da ist etwas immer wieder frisch. Also ich habe sofort ein paar Leute vor mir, die teilweise ganz schwierige Sachen durchgemacht haben. Aber da spürst du etwas von dem, was innerlich lebt. Der Paulus schreibt von sich und seinen Mitarbeitern, weil sie aufs Unsichtbare ihren Blick ausrichten. Also auf das, was man nicht sieht, das, was kommt, was jetzt schon Realität ist, aber noch nicht, wir können es nicht so greifen und so. Also nicht der Blick aufs Sichtbare, aufs Fassbare, auf die Sachen, die man in den Griff bekommt, sondern darüber raus. Der Hinger viel weiter. Also der Blick aufs Unsichtbare nimmt dem Sichtbaren, da wo wir drinnen stehen, was uns beschäftigt, auch die unselige Dominanz. Dass man plötzlich das Gefühl, es geht nur um das, um das, was wir jetzt gerade erleben. Es relativiert sich in einem guten Sinn, dass sie eben aufs Unsichtbare schauen und nicht auf das, was so augenfällig vor ihm ist. Wenn wir älter werden, aber das gilt eigentlich für das ganze Leben, Perspektiven gewinnen. Nicht denken, jetzt wird das Leben langsam weniger. Es nimmt ab, eben alles nimmt ab. Das gute Leben war.
und das Alter ist so das Ende von der Vergangenheit. Oder irgendwie so, könnte man so sagen. Also so, es ist vorbei, es geht zu Ende, es geht nicht sein. Sinkflug, Landeanflug. Perspektive gewinnen, nach vorne leben. Vorne leben nicht im Sinn von Leistung, sondern im Sinn von eben vom Ziel her, sein Leben zu verstehen. Der Mose hat in dem Psalm 90, wo ihm zugeschrieben wird, hat er so ein Gebet drin, wo er sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Also vom Ziel her denken, vom Ende her denken, dann kommen wir den Prioritäten, die Sachen, die jetzt schon wichtig sein, kommen der Sache näher. Unsere Endlichkeit auch bedenken, es nicht einfach immer weitergeht. Wer weiss denn schon, was morgen ist? Wenn man krank ist, wenn eine schwierige Krankheit da ist, dann ist es einem vielleicht viel bewusster. Und oft ist es einem nicht so bewusst. Es lohnt sich trotzdem, immer wieder mal darüber nachzudenken, wir sind doch sehr endlich und das hilft uns auch ein bisschen, Prioritäten so zu setzen. Ein zweiter Vers, wo ich kurz darauf eingehe, ein Kapitel weiter hinten schreibt der Paulus von der Versöhnung, die Gott uns schenkt. Und dass wir an seiner Stadt, oder er schreibt auch von sich und seinen Mitarbeitern, an seiner Stadt Menschen einladen, die Versöhnung anzunehmen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und in diesem Zusammenhang schreibt er unter anderem, dass Christus gestorben ist für uns und er ist deshalb für alle gestorben, damit die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Das ist eine von den Begründungen von Paulus, warum Christus gestorben ist. Und es ist eine Freiheit von sich selber. Eine Freiheit, müssen irgendetwas darstellen in dieser Welt. Eine Freiheit, immer die Frage stellen, stimmt es für mich? Was muss passieren? Was müssen die anderen machen, dass es für mich stimmt? Nicht so auf sich, sehr, sehr an sich müssen zu denken, also so eine schöne, eine wohltuende Sorglosigkeit, was die eigene Person betrifft. Wenn man von Gott geliebt ist, und weiss, dass man in seiner Hand ist, dass man gerettet ist, hat sich uns zugewendet, er kümmert sich, er schläft nicht, er überschaut nichts, er ist in jeder Situation, sei es noch so schwierig, ist er persönlich da, ganz wirklich. Also muss ich mich nicht so sehr um die Sachen kümmern, die nicht gelungen sind in meinem Leben, die jetzt gerade nicht auf die Reihe kommen, irgendwie, die vielleicht schwierig sind, auch wo mir Angst machen. Ich kann lernen, immer wieder neu die Entscheidung treffen. Ich bin frei, befreit, mich um mich selber zu drehen. Wenn man sich um sich selber dreht, macht es sowieso schwindelig. Das sollte man nicht festmachen. Aber sondern auf andere schauen, was andere brauchen, was sie nötig haben. Eine Freiheit, die sehr, sehr wohltuend ist. Wenn ihr einen Paralleltext dazu mal nachlesen, ist Römer 12. Aus meiner Sicht beschreibt das auf eine wunderbare Art und Weise. Weil wir Gottes Barmherzigkeit erlebt haben, ist es ganz logisch, steht wirklich im Griechischen der Begriff logisch, dass wir unser Leben ihm zur Verfügung stellen. Mit Hut und Haar. Und dann sollen wir lernen, das ist ein Lernprozess, das passiert nicht von jetzt auf nachher, sollen wir lernen, selber zu beurteilen, immer besser zu beurteilen, was gut ist, was Gott gefällt, was er auch machen will und was, wenn die Liebe zum Ziel kommt, was vollkommen ist, steht dort. Nicht Perfektion, sondern es ist so ein Lernprozess. Und dann kann man das Römer 12 weiterlesen, wird sehr praktisch ausgeführt, wie sich das auswirkt, wie man das kann beobachten, was das heisst, wie sich Menschen dann verhalten, wenn sie mehr von dem kapiert haben. Also das so als Hinweis. Das sind aus meiner Sicht zwei ganz wichtige Sachen, wenn es ums Älterwerden geht, dass man die innere Erneuerung, das Innere, der Glaube, die Leidenschaft, anzündet durch die Liebe von Gott, dass wir das immer wieder suchen, immer wieder pflegen, immer wieder darum bitten, dass das passiert. Ich habe es ja nicht einfach im Griff, kann das nicht einfach machen. Aber dass man am richtigen Ort, an einem guten Ort her schaut und sich nicht von dem, was jetzt gerade so drumherum ist und einem beschäftigt, zu fest reinnehmen. Der Markus Müller hat einmal so ein bisschen versucht, zu definieren mit ein paar Begriffen, was denn eigentlich unsere Aufgabe jetzt ist. Wir als, er hat jetzt da so Jahrzahlen ab Lebensmitte, er hat 46 genommen. In der Lebenszufriedenheitsforschung geht man, also das ist so eine Erkenntnis, mit 46 ist der Tiefpunkt von der Lebenszufriedenheit. Sorry alle, die jetzt gerade zu alt sind, aber ich kann euch sagen, es wird besser. Und die beste, wenn es um Lebenszufriedenheit geht, die beste Phase ist übrigens zwischen so 60, 65 und 75, 80. Es kommt richtig gut. Es kommt nachher noch anders, aber
es hat eine richtige Perspektive, schon nur empirisch, von der wenn es um die Lebenszufriedenheit geht. Aber es wäre doch jetzt wirklich, es ist an uns, jetzt rede ich von uns Eltern, eben in der zweiten Lebenshälfte, dass wir eine Mündigkeit lernen, eine Selbstständigkeit, eigenständig gute Entscheidungen zu treffen, können Sachen in einer guten Weise zu beurteilen und zu entscheiden. Und dann so die Phase, die nachher kommt, das muss man nicht abgrenzen hier, dass man an unserem Leben, so wie wir im Leben stehen, mit den Sachen umgeht, Weisheit kann beobachten. Weisheit ist zum Beispiel, dass wir Wichtiges und Nebensächliches relativ zutreffend unterscheiden können und nicht am Nebensächlichen bleiben hängen. Es gibt manchmal alte Leute, die necken und die kritisieren und dass alles nicht gut ist, so die Bitteren, ich gehe darum nicht so gerne auf Campingplätze, die so Durchcamper sind. Das ist, wir haben nicht zu viel von denen, weil da ist jedes Gräschen, das krumm ist, ein Thema und so. Also, aber diese Art von immer beobachten und allen sagen, wie es richtig ist und so richtig, das hat das Gegenteil von Weisheit. Das ist wirklich dumm und hilft eigentlich fast niemandem. Also, dass man Weisheit heisst da, wir stellen Fragen und verbreiten weniger unsere Meinungen. Fragen stellen, wollen verstehen, nicht alles, was anders ist, oder was die jüngere Generation anders machen, ist falsch oder ist weniger gut, sondern es ist jetzt mal zuerst anders. Aber wollen verstehen, unbedingt wollen verstehen und nicht einfach seine Meinung bestätigt bekommen. Das wäre wieder dumm. Weisheit heisst Fragen stellen. Der andere, das gilt übrigens für alle Generationen. Eine Offenheit. Je älter man wird, desto mehr kommt man das Gefühl, ich weiss ja, wie der Hase läuft. Darum sagen wir, die zweite Lebenshälfte ist Neuland. Nein, du bist noch nie da gewesen. Und jetzt kannst du nicht nach dem Muster von deinem bisherigen Leben die Lebensphase gestalten. Du musst dich darauf einstellen, es ist neu. Es gilt auch Neues zu entdecken und irgendwie vielleicht auch neu anfangen zu denken und neu anfangen zu Entscheidungen zu treffen. Lernbereitschaft gehört zur Weisheit, parat sein zu lernen und nicht so zu tun, als wüssten wir jetzt alles und müssen wir jetzt nicht mehr lernen. Ich meine, es gibt schon Ältere, die dann sagen, ja, da mit dem Handyzeug, das lassen wir jetzt sein, das brauchen wir nicht mehr. Und so. Also so, das ist auch eine Haltung von, das ist jetzt nicht mehr für mich. Ich kenne auch Leute, die mit 95 sich gereut waren, dass sie mit 70 nicht etwas anderes denken und jetzt völlig abgeschnitten sind. Es ist einfach dumm, wenn man sich auf gewisse Sachen nicht einlädt, weil es einem ein bisschen stinkt. Also, lade dich auf Sachen ein, bis bereit zu lernen, soweit das geht. Meine Mutter, manchmal, vielleicht das zu den Jüngeren. Die müssen die Alten nicht immer fragen, ob sie das lernen wollen, sondern wir können, so wie mein Bruder, meiner Mutter, einfach ein Senioren-Handy schenken, zum Beispiel. Das hat sie nicht gefragt. Meine Mutter hat nie einen Beruf gelernt, sie hat nie eine Schreibmaschine bedient, sie hat nie eine Tastatur, also nichts. Und hat ihr so ein Senioren-Handy geschenkt. Sie ist schier verzweifelt, bis sie da einigermaßen rausgekommen. Und doch ist es recht intuitiv und sie hat sich dem nicht gesperrt. Ja, und was ist passiert in der Corona-Zeit im Pflegeheim? Sie hat Gottesdienste über Livestream geschaut, wenn sie nicht gehen konnte. Wenn wir bei Krishona irgendein Video veröffentlicht haben, ist 2-3 Minuten gegangen, dann hatte ich eine Sprachnachricht gehabt, weil sie es schon geschaut hat, weil es aufgeploppt ist. Sie weiss nicht, wie das Zeug funktioniert. Aber sie hat sich nicht gesperrt. Ich ehre meine Mutter für die Offenheit, die sie nicht freiwillig irgendwie freiwillig gewählt hat. Aber dass sie sich darauf eingeladen hat, ist doch viel gäbiger und es ist es hat so viel geholfen in dieser Krisenzeit. Also, aber es geht ja nicht nur um die technischen Sachen. Überhaupt Lernbereitschaft. Neues zu lernen. Und auch zu lernen, was es heisst, verwurzelt zu sein in der Liebe von Jesus Christus. Der Paulus in Epheser 3 hat so ein Gebet formuliert für die Epheser. Er betet, dass Christus durch ihren Glauben in ihrem Herz wohnt, also Raum nimmt, nicht nur als Gast ist, sondern sich breit macht, ausfüllt, ihren Raum, ihren Herzensraum ausfüllt. Und dass sie in Liebe wurzelt und gegründet sind, in der Liebe von Gott. Das ist ein ganz wichtiges Thema dort. Was wäre die Alternative? Nicht wenig von uns Frommen sind in der Angst verwurzelt. In der Angst, was jetzt da passiert, Endzeit. In Covid war es schlimm. Ich weiss nichts von euch. Ich muss nicht denken, ich denkt, wenn ich das sage. Die Idee, dass man muss verstehen, was genau passiert
Und alle Motive von irgendwelchen Leuten, die Entscheidungen treffen, die irgendetwas machen, dass man muss verstehen, was jetzt in dieser Zeit passiert, das hat dazu geführt, dass es plötzlich nur noch Freunde und Finde gibt. So und umgekehrt. So. Die Idee, und das gibt ein Gefühl von Sicherheit, wenn man den Eindruck hat, ich verstehe es und die anderen nicht, und das hat sich hochgeschaukelt, also auf allen Seiten, dass man plötzlich das Gefühl hat, wir wissen, wie es ist und wer da dahinter ist. Und es sind abstruse Ideen entstanden, die man geglaubt hat. Und immer mehr hat man sich in seine Blase, in seinen Echoraum zurückgezogen und hat nur noch mit denen verkehrt, die das so gleich gesehen haben. Das gibt ein Gefühl von Sicherheit, aber die kommt nicht von der Liebe von Gott. Überhaupt nicht. Und Jesus hat, als er gesagt hat, es kommen da noch schlimme Sachen, Lukas 3 oder 24 oder so, da hat er nicht gesagt, probiert das zu verhindern. Oder probiert zu verstehen und flüchtet dann und geht dann weg oder so. Also meines Wissens hat er gesagt, dann hebt euren Kopf auf, eure Lösung naht. Also Perspektive über Sichtbaren raus. Wer in der Liebe verwurzelt ist, muss nicht alles verstehen. Die hat eine grosse Freiheit. Und wenn wir Alten, oder wir Älteren, so tun, als müssten wir uns überall irgendwie alles verstehen und absichern und Achtung und schlimm oder so, dann helfen wir gar niemandem zum Leben. Und uns auch nicht natürlich. Und unseren Nächsten auch nicht. Verwurzelt sie in der Liebe von Jesus Christus, das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und wir müssen es halt üben. Wir müssen es halt immer wieder lernen, wir müssen immer wieder gute Entscheidungen treffen. Hoffentlich machen wir das. Pasqualina Pierichello ist eine Entwicklungspsychologin, ist in Bern an der Uni, ist sie Professorin gewesen, jetzt ist sie emeritiert. Die hat das Leben lang in ihrer Forschungsarbeit geforscht, zum Beispiel über Langzeitbeziehungen, Ehepaar, Partnerschaften, wie, also jetzt rein wissenschaftlich sich auch daher gelassen, aber ist eine sehr geerdete Frau. Wir machen jetzt mit ihr auch mal einen Podcast, wo wir darüber reden. Und sie hat vor einem Jahr das Buch herausgegeben, Own Your Age. Das heisst, meines Wissens, oder so wie ich das verstehe, macht er dein Alter zum eigenen. Also nimm es an, akzeptier es und gestalt es, das, was du in dieser Phase, wo du jetzt bist. Wenn du jetzt traurig bist, dass du nicht mehr jung bist und dass du dieses und eins nicht mehr kannst, dann kümmerst du um die falschen Sachen. Nimm an, das, wo du jetzt drinnen bist, und dann engagier dich. Im Rahmen von deinen Möglichkeiten. Für andere, für Sachen, dass andere Raum finden zum Leben, dass sie unterstützt werden, kümmere dich darum. Das ist so in dem Stichwort Generativität, ist so ein bisschen der wissenschaftliche Begriff. Also das Kümmern, das sich fürsorgen, auch für kommende Generationen, damit sie leben können. Und in diesem Buch zitiert sie einen, der jetzt nicht in die FG gegangen ist, aber der hat gleich etwas Gescheites gesagt. Die Zukunft liegt in den Händen jener, die der kommenden Generation triftige Gründe dafür geben, zu leben und zu hoffen. Jetzt müsst ihr die Jahrzahlen anschauen, die der hat. Der hat beide Weltkriege erlebt, hat die ganze sinnlose Zerstörung mitbekommen und hat gesagt, Zukunft, von Zukunft. Jetzt redet er von denen, die eben schon älter sind. Das ist so eine entscheidende Generation in all dem Chaos. Und das Chaos wird jetzt auch ein bisschen grösser. Es ist noch nicht so schlimm wie dann. Aber jetzt wissen wir auch nicht genau, wie das ausgeht mit all diesen Veränderungen, die Sachen. Und das macht ja Angst. Das hinterlässt auch Spuren in unseren Herzen. Ich habe das Gefühl, in den jüngeren Generationen hat es nochmal ganz eine deutlich andere Wirkung als jetzt bei uns, die ein bisschen älter sind oder so. Wir müssen uns bewusst werden, dass wir einen entscheidenden Beitrag legen können, dass nächste Generationen, dass Leute, die jetzt gestalten, die Verantwortung übernehmen und jetzt an den Hebeln sind, dass die wagen zu hoffen und zu leben. Also, dass wir wie entscheidend sind, wie wir miteinander umgehen. Wie lebt man in Krisen, in Sachen, wenn Sachen jetzt nicht mehr gelingen oder man sie nicht mehr im Griff hat? Der Bonhoeffer hat etwas Ähnliches gesagt. Der Dietrich Bonhoeffer wird den meisten wenigstens vom Namen her bekannt sein. Im Zweiten Weltkrieg hat sich ja gegen Hitler der Verschwörung beteiligt, um das Elend oder die Bosheit aufzuhalten. Und er hat gesagt, es ist nicht so entscheidend, dass wir uns jetzt heroisch aus dieser Affäre ziehen. Also, dass wir jetzt persönlich einfach da durchkommen. So im Sinn von irgendwie. Und nach mir die Sintflut. Sondern, dass eine kommende Generation weiterleben kann. Das war sein Fokus. Es geht weiter. Es geht
darüber aus. Also, dass man über einen Moment, über diese Phase rausschaut und sagt, wir können, jetzt wissen wir vielleicht noch nicht genau, wie wir das machen müssen, das können wir auch lernen. Aber das Bewusstsein, dass jede Generation auf die folgenden Generationen einen grossen Beitrag hat. Nicht sagen, wie es muss laufen, aber so wie wir im Leben stehen und wie wir miteinander umgehen, das hat auf jeden Fall eine grosse Wirkung. Letzte Woche habe ich am Dienstag, vielleicht ein paar von euch auch, im Radio, das gibt einmal so ein Tagesgespräch nach dem Mittag, nach den Mittagsnachrichten, nach dem Rendezvous, am 1. Und dann haben sie zufälligerweise, ich habe es gar nicht vorher realisiert, der Hartmut Rosa im Tagesgespräch gehabt. Das ist ein deutscher Soziologe, der ist im Schwarzwald aufgewachsen, in einem Dörfli und ist jetzt Professor, ich weiß gar nicht, haben wir nicht gemerkt, an welcher Uni. Der hat schon ein paar sehr gute Sachen geschrieben. Der ist nicht, ja, das kann man jetzt von aussen natürlich nicht sagen, aber fromm ist in unserem Sinn. Auf jeden Fall spielt er Orgel in der Kirche und so. Ist einer der namhaften Soziologen im Moment. Und dann hat er unsere Zeit ein bisschen probiert zu beschreiben. Und gesagt, Moderne, da wo wir seit 200 Jahren vielleicht drinnen sind und so, hat so einen Imperativ. Es muss immer wachsen, es muss immer mehr werden. Die Stabilisierung von unserer Gesellschaft, von unserem Leben geschieht durch das, dass Wachstum da ist. Und wenn es stagniert, wird es elend. Es gibt gar keine Option in unserer Art zu leben, dass es weniger werden könnte. Durch das haben wir das Tempo verschärft. Wir verdichten unsere Zeit, unsere Lebenszeit. Und das spüren alle, die schon ein bisschen älter sind. Es wird immer dichter, es wird immer schneller. Am Anfang, als ich da mit E-Mail gearbeitet habe und so, und ich dachte, also jetzt bin ich ein bisschen Zeit, oder? Aber jetzt wollen es alle machen. Wenn es nicht Zeit, wo Corona ist gekommen, wir plötzlich haben Sitzungen über Zoom gemacht und also über Online und so, hast du plötzlich nicht mehr fahren, aber jetzt hast du auch keine Pause mehr. Jetzt gehst du von einer Sitzung zum anderen und das hört jetzt nicht auf. Wir sind jetzt nicht wieder deutlich langsamer geworden, sondern machen immer schneller, immer schneller, immer schneller. Seit 1920 hat sich unser Lebenstempo, unsere Gesellschaft, alle 20 Jahre verdoppelt. Das ist unglaublich. Und immer mehr Leute schießen aus der Kurve, weil das nicht lebbar ist, was wir machen. Also die Moderne treibt uns in eine Richtung, die eigentlich einfach dumm ist. Das hat jetzt nicht viel mit Weisheit zu tun. Und die dynamische Stabilisierung, also dass eigentlich nur durch Wachstum Stabilität da ist und dass wir die Sachen in den Griff bekommen, wir spüren, es gelingt nicht mehr. Oder Hartmut Rosa, andere auch, sagen, heute in unserer Gesellschaft ist der wesentliche Antrieb die Angst. Die Angst, nicht nur, was wir verlieren könnten, die Angst, dass wir das irgendwie schaffen könnten, dass uns das alles entgleitet. Es entgleitet uns auch spürbar im Moment ganz viel. Die Angst als Antrieb ist fürchterlich. Wenn unsere Lebensart, die Angst, der Angst folgt, dann kommt es nicht gut. Aber wir, jetzt besondererweise wir Christen, wir könnten anders anfangen zu leben. Und die jetzt pensioniert sind, eigentlich, das ist mir erst so die Woche so richtig bewusst worden. Oder letzte Woche haben wir noch so einen Kurs gehabt mit einem deutschen Soziologen. Wir sind dem ökonomischen Druck wegen Geld sind wir enthoben. Wir haben unsere, also ich sage es jetzt ein bisschen platt und das wird nicht für alle so stimmen und so, aber wir haben eine Rente, wir können das Leben frei gestalten wie noch nie in unserem Leben, also vielleicht bevor wir Kinder sind, aber dort haben wir auch nicht alles frei entscheiden und so. Jetzt kannst du alles frei entscheiden, du kannst dein Leben gestalten und so eine Phase von einer Freiheit und jetzt ist die Zeit nicht mehr Geld. Eine riesige Chance, die wichtigen Sachen, die im Leben zählen, und die brauchen Zeit, die brauchen Präsenz. Die brauchen Gegenwart, dass die wichtigen Sachen im Leben tatsächlich passieren. Wir, die jetzt pensioniert sind und noch nicht auf weiss wie Fahrt für Hilfe angewiesen sind, aber selbst wenn wir abhängig sind von anderen, wir könnten jetzt genau dem Gewicht geben und uns auf die Sachen achten, die das Leben wirklich lebenswert macht, wo Hoffnung gibt. Wenn wir das nicht nutzen, sind wir dumm. Wenn wir jetzt probieren, alles in die Zeit rein, was wir jetzt bis jetzt verpasst haben im Leben, dann ist es auch nicht weise. Es ist dann auch eher dumm. Und der Andreas Reckwig, das ist ein anderer Soziologe in Berlin, hat vor kurzem ein Buch herausgegeben, «Verlust, das Grundproblem der Moderne». Wir haben in unserer Art, wie wir leben, keine Kompetenz, mit Verlust, mit Sachen umzugehen, die weniger werden. Und das ist übrigens ein reifes Thema, auch für uns Christen. Wie gehen wir mit dem um, was uns entgleitet? Wenn wir uns Grenzen enger werden, das gehört natürlich sicher auch ein bisschen zum Alter, aber nicht nur.
Wir sind immer irgendwo begrenzt und verlieren vielleicht auch Sachen, die Träume platzen, Sachen, die uns nicht gelingen. Wir scheitern irgendwo. Eine Kompetenz zu entwickeln, wenn wir abhängig sein können von Gott und das sein und er sich kümmert und mit dieser Liebe sich uns zuwendet, zu lernen, auch mit Begrenzungen, mit Verlusten umzugehen. Das ist eine Frage von Reife. Und wenn, also wir Eltern, wenn wir es noch nicht können, ist heute der beste Tag anzufangen. So. Und der Punkt ist mehr, ist nicht, ob wir es können oder nicht, sondern sind wir bereit zum Lernen in der neuen Herausforderung. Und ich glaube eben, dass das Lernen, jetzt müsste ich dir einen Mopf geben, da, dass die nächste Folie kommt, dass wir vielleicht überlegen, was muss ich eigentlich lernen? Was wäre jetzt dran? Ich habe aber noch ein paar Sachen aufgeschrieben, so ein bisschen zufällig auch, und überhaupt nicht, dass ich jetzt finde, nur das sind die wichtigen Sachen. Wie lebt man zum Beispiel mit der Bibel? Jetzt gibt es in allen Generationen hier wahrscheinlich Leute, die ein bisschen strugglen damit. Ja, mit der Bibel und Bibel lesen, bringt das etwas? Hilft das? Wie kann ich dann irgendwie mich orientieren, dass auch wirklich Leben in mein Leben kommt, durch das Wort Gottes? Dann können sich ja 5, 6 zusammentun und sagen, komm, wir treffen uns mal 4-mal am Abend, wir reden über das, wie könnten wir es zusammen lernen, was bewährt sich nicht. Egal wie alt. Ist ja klar. Egal wie alt, alle Generationen haben die Frage. Umgang mit Enttäuschungen. Die Eltern haben hoffentlich ein bisschen mehr Erfahrung, wie man die gut hinter sich lässt und gesund bleibt. Aber Umgang mit Enttäuschungen ist für jeden, also für alle irgendwo das Thema. Die können es besser, die weniger, dann lassen uns doch irgendwie ein paar zusammen und sagen, komm, wir treffen uns ein paar Mal, wie kann ich Enttäuschungen gut hinterlassen? Und dann tun wir nicht eine lange Schiele rennen rum. Das dürfen wir auch, aber nicht nur über das reden, was die anderen alles verblödet haben und verpasst haben, sondern dass wir darüber reden. Und jetzt, wie lassen wir es gut hinter uns? Umgehen mit Enttäuschungen. Also wir Christen sollten eine Enttäuschungskompetenz haben, die auffällt. Aber es fällt nicht so auf. So. Wer alles aus der Gemeinde davonläuft und irgendwie es nicht mehr stimmt und so, oder eine schwierige Erfahrung gemacht hat und dann nicht mehr zu Gang kommt, lasst uns reden, wie man Enttäuschungen hinter sich lassen kann, wie man vergeben kann, sich versöhnen und wie man mit Sachen, die nicht gelingen, die man sich nicht versöhnen kann, wie man dann jetzt mit dem umgehen soll. Eigentlich müssten wir nur zusammenhocken und parat sein, alle sagen, wir wissen es nicht so richtig und haben ein paar Erfahrungen, komm, wir wollen mehr lernen davon. Und dann kann man das wieder gehen. Und andere Themen, ihr seht die. Ich finde, dass man hier sich zum Beispiel mit Gleichaltrigen zusammentun kann, aber es ist eine riesige Chance, generationenübergreifend zu lernen. Ich finde, alle Leute, die lernen wollen, eine Wohltat. Die anderen nicht so. Und wenn du etwas lernen willst, kannst du eigentlich nichts verlieren. Also wenn wir jetzt immer das Gefühl haben, jetzt bin ich schon so lange Christ und das müsste ich eigentlich können, oh, ist ein bisschen schämen, dass ich nicht kann, hör auf mit dem. Ehrlich darüber reden, was wir können und was wir nicht können und sagen, komm, dann lass ich es lernen. Es ist so angenehm, so viel Raum um Menschen herum, die lernen wollen. In der Regel ist schon viel Dankbarkeit dort und auch ein bisschen Humor bei vielen. Nicht allen, aber für das hat es ja andere, die auch helfen. So. Also. Und jetzt ist es so, ja, es geht um geistliche Sachen, es geht um ganz praktische Sachen vom Leben. 2 Zitate von Martin Buber, der über das Leben, ein jüdischer Religionsphilosoph, gute Sachen geschrieben hat. Er hat zum Beispiel auch gesagt, du kannst nur erfahren, wer du bist in der Begegnung mit dem anderen. Du kannst dir den Sinn, Identität, deine Bedeutung nicht selber zusprechen. Es muss dir zugesprochen werden. Darum hat er gesagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Es ist nicht Know-how, wie man es macht. Wie man ein cooles Gemeindekonzept hat und Gemeindebau macht und wie man mit den Generationen umgeht. Also wissen wie. Das ist auch wichtig, aber das ist nicht das Entscheidende. Begegnungen. Wir sollten uns hier, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich habe manchmal das Gefühl in der Gemeinde, wir treffen uns oft und wir begegnen uns fast nie. Wir bringen irgendwie einen Laden zu laufen und halten dem laufen, aber da geht manchmal kommt einsam rein und mit Sachen und geht auch mit denen wieder raus. Also, dass wirklich Begegnungen stattfinden, auf das müssten wir achten. Und zwar über Generationen weg. Und das mit dem Altsein finde ich auch schön. Altsein ist eine herrliche Sache, wenn man nicht verlernt hat, was Anfangen heißt.